Das ist unsere Weltkarte. Und der kleine Teil da oben, das ist Europa. Ein kleiner Kontinent mit vielen kleinen und großen Ländern. Dazu gehören Portugal, Italien, aber auch Frankreich, Schweden, Kroatien, Luxemburg und noch ganz viele andere Länder. Diese Länder verbindet etwas ganz Besonderes. Sie sind nicht nur auf dem Kontinent Europa, sondern sie sind auch alle in der EU, also in der Europäischen Union. Europäisch? Okay, das versteht man ja noch. Aber Union? Ist das eine Fabrik? Oder geht es hier um ein U-Boot? Nein. Union ist einfach nur ein anderes Wort für Club, so wie ein Sportverein zum Beispiel. Und viele Länder in Europa sind in diesem Club, der EU heißt. Warum es diesen Club gibt, erfährst du jetzt. Vor ganz vielen Jahren, noch lange vor eurem Geburtstag und dem Geburtstag eurer Eltern, gab es eine Zeit, in der Länder in Europa sich immer wieder gegenseitig angegriffen haben. Alle waren verfeindet und es gab schlimme Kriege. Die Menschen in Europa haben damals viel Leid und Hunger erfahren und es gab viele Verletzte und ganz viele Tote. Nach dem letzten großen Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, kam endlich eine wunderbare Idee. Verschiedene Länder haben beschlossen, ab jetzt nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten. Wie in einem Club. Und deswegen haben sie sich aus den Ruinen ein Clubhaus gebaut. In diesem Clubhaus treffen sie sich regelmäßig. Zusammenarbeit heißt seitdem im Club vor allem dafür zu sorgen, dass es keine Kriege mehr gibt, dass es den Menschen in der EU gut geht und dass jeder zufrieden ist. Dafür arbeiten sie an gemeinsamen Aufgaben. Eine Aufgabe ist zum Beispiel, wie sie mit ihrem Geld umgehen. Die Länder haben eine gemeinsame Spardose, in die jeder Geld einzahlt. So wird viel Geld gespart und zusammen überlegen sie, wie dieses Geld benutzt werden soll. Zum Beispiel, damit Bauern mit besseren Maschinen arbeiten und mehr produzieren können. Die EU-Länder kaufen und verkaufen auch viele Sachen untereinander. Zum Beispiel verkauft Spanien seine Orangen an Holland und die wiederum ihren Gouda-Käse an Spanien. Oder Italien bringt seine gute Pizza nach Schweden und Schweden bringt Holz nach Italien. So hat jeder etwas davon. Die EU-Länder entscheiden auch, welche Regeln und Gesetze sie wollen, um zusammenzuleben. Zum Beispiel gibt es eine super Regel zwischen den Ländern, dass alle Leute jetzt billig von einem Land ins andere telefonieren können. So können wir lange mit unseren Freunden und unserer Familie im Ausland telefonieren. Oder auch das Gesetz der offenen Grenzen. Die Menschen in den EU-Ländern können ganz einfach von einem Land in das andere fahren. Zum Beispiel können sie von Spanien nach Frankreich in den Urlaub fahren, dann nach Deutschland, um ihre Familie zu besuchen, dann nach Irland zur Arbeit und schließlich nach Italien wieder nach Hause. Nicht weniger wichtig sind für die EU-Länder auch ihre gemeinsamen Werte. Da die Länder Entscheidungen immer zusammentreffen müssen, haben sie sich darauf geeinigt, all ihre Probleme friedlich lösen zu wollen. Denn nur so können die Menschen in der EU gut leben. Leider ist noch lange nicht alles so perfekt in der EU, wie die Menschen sich das wünschen. Es wird viel gestritten und vielen Menschen in der EU geht es immer noch nicht so gut. Aber du kannst helfen, das zu verbessern. Ja, genau du. Die EU fördert nämlich spezielle Rechte für Kinder, die auch deinen Einsatz ermöglichen. Zum Beispiel kannst du einfach mit deinen Freunden zu deiner Bürgermeisterin gehen und ihr erzählen, was ihr gerne in eurer Stadt verbessern würdet. Sie würde sich bestimmt sehr darüber freuen. Oder du sammelst mit deinen Freunden Geld für einen guten Zweck, wie hier zum Beispiel für ein Tierheim. Falls dir die Natur am Herzen liegt, dann kannst du draußen Blumen pflanzen, damit die Tiere etwas zu essen haben und deine Stadt schön aussieht. Du siehst also, du als Kind kannst auch etwas bewegen. Die EU unterstützt dich dabei mit den Kinderrechten.
Also los, wofür würdest du dich gerne einsetzen?